Entschuldigung. Also ich beschwere mich zwar wirklich nicht leicht, aber hätten Sie eventuell ein anderes Zimmer? Diese Baustelle da vorne, die ist so laut, die ist Wahnsinn. Entschuldigung? Ja, diese Baustelle vorne, ein anderes Zimmer hätte ich gern. Diese Baustelle, dieses Wummern, das ist so richtig so, geht richtig durch die Brust, kennen Sie das? Nix Brust von Natascha, du nix Nein, Brust. Entschuldigung, das haben Sie jetzt falsch verstanden. Also nicht, dass Ihre Brüste jetzt nicht schön, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur ein anderes Zimmer, die Baustelle ist so laut. Wissen Sie, das macht so richtig so Bums. Natascha, nix mit dir Zimmer und Bums. Ich melde den Chef. Nein, um Gottes Willen, ich wollte Chef! bloß ein anderes Zimmer. Chef! Die eine Nacht wird schon gehen. Das geht schon. Danke, Kathi. Ist schon recht. War was? Ach, irgendein Geschäftler hat gemeint, er braucht ein neues Zimmer, weil ihm seins zu laut war. Aha. Und? Ich hab ihn davon überzeugt, dass er kein neues Zimmer braucht. Respekt. Ich putz doch dem nicht zweimal hinterher, das geht ja alles von meiner Zeit ab. Zimmer 740 bitte. Tut mir leid daher, aber ich glaube, Sie haben sich verlaufen. Nein, ich verlaufe mich nicht. Zimmer 740, 7. Stock. Aber schauen Sie, unser Hotel hat doch nur 6 Stockwerke. Das ist ja das Allerhöchste. Haben nur 6 Stockwerke und tragen mir ein Zimmer im 7. Stock. Das ist ein Betrug. Na, das ist kein Betrug. Sie sind im falschen Hotel. Was? Falsches Hotel? Das wäre doch über China. Jetzt ist das nicht einmal ein richtiges Hotel. Ich mag sofort mein Geld wieder haben. Nein. Wir sind schon ein richtiges Hotel, aber das Falsche für Sie. Ach so? Bin ich Ihnen nicht fein genug für Ihr Etablissement oder was? Wir haben auch schon wieder einen Durst. Jetzt reicht's aber. Entweder Sie verlassen jetzt sofort unser Hotel oder ihr ruft die Polizei. Nicht nötig, der Herr. Die Polizei ist schon da. Herr Kommissar, Reise auf Erding. Wo sind denn Sie die ganze Zeit? Der ganze verdammte Betriebsausflug sucht Sie schon. Sie sind in einem völlig falschen Hotel. Ja, Respekt, Herr Kollege. Wir haben jetzt Sie das so schnell rausgekriegt, ohne Befragung. Ist es nicht ein Fall für unsere Kripo? Nein. Da haben wir gar keine Zeit für sowas. Wir haben nur einen 51 vor uns. Der ist viel wichtiger. Ja, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, gell? Wir haben es selber gehört. Wir haben noch einen 51 vor uns, gell? Was ist denn eigentlich 51? Ein Mord? Nein. Ein brasilianischer Zucker oder ein Schnaps. Wartet in der Bar gegenüber. Morgen. Entschuldigung, wir vermissen irgendwie ein tolles Frühstücksbuffet. Wir haben doch in den letzten Tagen immer so ein tolles Themenfrühstück gehabt, gell? Ja, Italienisch, Spanisch, Französisch. Unser Frühstückskoch ist krank. Ach so, gibt's denn halt gar kein Themenfrühstück? Doch spartanisch. Also, Du, Kumpfmüller. Der Moni hat einen Koffer stehen lassen. Ich seh keinen. Aber riechen wir es gleich. Boah, die kleine Drecksau. Boah, lass das echt am Koffer stehen. Der feilt ja von innen. Boah. Entschuldigen Sie, Chef. Ich verstehe ja, wie wir sparen müssen, aber an der Uniform, also, ich meine, irgendwo hört's doch auf, oder? Ja, jetzt haben Sie ja noch nicht so, Herr Kupfmüller. Schaut doch alles perfekt aus. Ja, aus Ihrer Perspektive vielleicht, aber... Ja, jetzt Schluss mit dem Jammern, Kupfmüller. Da kümmern Sie sich lieber mal um die Schüler da. Das ist einmal gerade hinkommt. Wie schaut denn das aus? Auch? Aber in der ganzen Uniform darf ich mich schon wohler fühlen.
Abend, der Herr. Grüß Gott, haben Sie noch ein Zimmer frei? Wir hätten nur ein Doppelzimmer frei. Sie können uns aber auch als Einzelzimmer buchen. Ah ja, und das kostet? Also für 2 Personen 160 Euro und als Einzelzimmer 120. Ja, aber Moment mal, die Hälfte von 160 ist eigentlich 80, oder? Ja, da haben Sie schon recht, aber mit Einzelzimmerzuschlag kostet es halt leider 120, da kann man nichts machen. Es sei denn, Sie finden jemanden, der das Zimmer mit Ihnen teilt. Naja, ich darf schon teilen mit ihr, ne? Ich nehme das Zimmer, ja. Sehr gerne. So, das macht dann 150 Euro bitte. Warum jetzt 150 Euro? Moment. Schauen Sie, 50, 140, 150. Zimmer 14, erster Stock rechts. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ja, für das Geld muss es ja drin sein, ja, Dankeschön. So, 120 für den Chef, 20 für den Kumpfmüller und ein 10er für Sie, Frau Söttinger. Man dankt. Gern. Bis morgen, gell? Bis morgen, Frau Söttinger, ja. Jawohl. Zwei läuft schon. Wunderbar. Preiserhöhung, Take 1. Und bitte. Na, wenn der Herr, Grüß Gott, haben Sie noch ein Zimmer da? wir hätten nur ein Doppelzimmer. Das können uns aber auch als Einzelzimmer buchen. Ah, okay, und das kostet? Für 2 Personen 160 Euro und als Einzelzimmer 120. Ah, jetzt Moment mal, aber die Hälfte von 160 ist eigentlich 80, oder? Ja, da haben Sie schon recht, aber mit Einzelzimmerzuschlag kostet es 120, da kann man leider nichts machen. Es sei denn, Sie finden jemanden, der das Zimmer mit Ihnen teilt. Entschuldigung. Es sei denn, Sie finden jemanden, der das Zimmer mit Ihnen teilt. Ja, ich darf schon teilen mit ihr, ne? Tut mir leid. Weil, bis du schon im Augenwinkel zu überfahren siehst. Du siehst, da fällt gerade noch die Musik vom Weißen Hai. Tut mir leid, aber das ist. Du bist da so genial und du gibst. Preiserhöhung, Take 498.